Was ist deine grösste Unsicherheit? Fragen an Tadl, Anna, Abdel und Cengiz. Was ist die grösste Unsicherheit? Da bin ich jetzt gespannt von dem Video und wir beantworten die Fragen gerade parallel mit. Und ihr könnt hier. Hi. Hello. Hallo. 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 Ja. Was wäre dein größter Albtraumberuf? Der grösste Albtraumberuf. Grösste Albtraumberuf. Ich kann das gar nicht so sagen. Was wäre mein grösster Albtraumberuf? Ich sage jetzt einfach einmal. Es ist schwer, es ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde sagen, mein grösster Albtraumberuf ist wahrscheinlich irgendwo im Militär zu bügeln oder so. Obwohl das auch nicht das Schlimmste wäre. Wahrscheinlich irgendwo, ja genau, wenn man das als Beruf kann gelten, irgendwo im Krieg sein. Irgendwo im Krieg müssen sein. Oh, ich würde jetzt so direkt irgendwas sagen, wo man im Büro sitzen muss oder so. Aber wahrscheinlich eher so in der Kanalisation. So. Das sagt so jeder. Bauarbeiter. Aber Respekt an alle Bauarbeiter. Hört sich jetzt mega scheiße an, weil das voll viele Leute machen, aber sowas wie Bürokaufmann. Imker. Ohne Scheiß. Ich glaube, Grundschullehrer. Das ist das Schlimmste. Ich glaube, nee. Wahrscheinlich, ja genau, OS-Lehrer könnte ja sein, dass das wirklich eine happige Sache ist und die Leute in der Pubertät sind am schlimmsten. Ja, moin. Ich vergleiche einfach OS-Lehrer mit im Krieg sein. Alles klar. Grüße gehen muss ja jeder OS-Lehrer und Lehrerin. Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du mal treffen musstest? Die größte Entscheidung, die ich treffen musste, die grösste Entscheidung. Oh mein Gott, das weiß ich nicht. Ich habe nie eine riesige Entscheidung gehabt, aber vielleicht so eine Entscheidung war, ich war dann in der Real A, beziehungsweise im C, falls das bei euch so ist, also von der Primarschule, nach der Primarschule kommst du bei mir eingeteilt in Kategorien. Bei uns gibt es 4 Kategorien, A, B, C und D und ich war im C gewesen. Und das ist unmöglich, dass du irgendwie, also unmöglich ist nichts, aber das ist schwer möglich, dass du weiterführende Schulen kannst besuchen. Und da habe ich dort die Entscheidung so mäßig getroffen in meinem Kopf, Vollgas gesagt, dass ich ins B komme und von dort aus im B kann zu weiterführenden Schulen gehen, dass mir die Option offen bleibt. Das ist so ein bisschen vielleicht die grösste Entscheidung, die ich bis jetzt gehabt habe. Oder ja, mir nicht entscheiden, weiterzumachen und in die Uni zu gehen oder ins College bzw. Gimmer zu gehen. Mega heftige Frage. Ich glaube, nach der Schule keine Ausbildung zu machen, sondern eher den Weg weiterzugehen, den ich dann jetzt so gewählt habe. Ob ich die Schauspielschule beende oder nicht. Man kann jetzt einen auf mega pathetisch machen und sagen, eigentlich wiegt halt jede Entscheidung übelst viel. Jede so Butterfly-Effekt. Die meisten wissen ja, dass meine Eltern beide Lehrer sind und es war damals echt hart, gegen die Meinung von meinen Eltern anzukämpfen und mich, ich sage jetzt mal, loszureißen und meinen eigenen Weg zu gehen. Sorry, Mama, Papa, das war nicht böse gemeint. Ich glaube, die Entscheidung, auf welche Schule ich damals gegangen bin, weil es gab bei uns im Dorf so 2 Gymnasien. Bei uns gibt es das nicht, also bei uns gibt es ja nur E-Schule. Wahrscheinlich bei den meisten Schweizer, das gibt einfach E-Schule und dort gehst du her. Ich musste mich entscheiden, auf welches Gymnasium ich gehe. Und wäre ich auf das andere Gymnasium gegangen, wäre ich wahrscheinlich ganz woanders gelandet, als wenn ich auf dem Gymnasium, als wenn, du weißt schon. Wenn du dir aussuchen könntest, was für ein Lebewesen du im nächsten Leben wärst, was wäre das? Ein Lebewesen im nächsten Leben. Eben fast, ja, ich bin eben sicher, es müsste ein Lebewesen sein, das fliegen kann. So ein Adler oder so etwas. Ganz sicher irgendwie so etwas, das fliegen kann, was so die Welt kann erkunden von einer ganz anderen Perspektive. Müsste wahrscheinlich so etwas sein. Ich glaube, ein Falke. Adler. Krass, ich habe gesagt Falke. Echt? Ja. Löwe. Ein Mensch. Was ist die erste Erinnerung, die du hast? Ich glaube... Die erste Erinnerung, die ich habe, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Was die erste Erinnerung ist, die ich noch habe. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, was die erste Erinnerung ist, die ich noch im Kopf habe. Ich könnte dir wirklich nicht eine einzige Sache sagen, die meine erste Erinnerung wäre. Kann ich nicht machen. Wo ich mich
als ich noch in Bayern gelebt habe. Das heißt, ich muss unter 4 Jahre alt gewesen sein. Komplett eingeschissen habe. Yo. Ich bin hinter dem Sofa und bin irgendwie 3 oder so und habe ein Spielzeug. Und dieses Sofa ist braun und wir haben noch in einem Hochhaus gewohnt. Das ist die erste Erinnerung, die ich habe. Ich weiß nicht warum. Und das kam wie so ein Blitz, ob meine Seele da erst anfing, bei mir reinzukommen. Von meinem 2. Geburtstag, ich kann mich noch erinnern, wie mein Opa mich auf den Tisch gesetzt hat, um ein Foto zu machen. Und ich gucke mal, ob ich das Foto finde, dann können wir das irgendwo mal einblenden. Ich weiß es. Ich habe so ein Zäpfchen als Kind in den Arsch bekommen, wo ich eingeschlafen bin. Und dann haben die mir irgendwas rausoperiert. Das weiß ich noch 1:1. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe hier schon bei meinem Großvater auf dem Sofa Joghurt fressen mit meiner Schwester. Ja, moin. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Kleine Schwester, die war 2. Da war das so, dass sie da halt auf diesem Sofa geschlafen hat und meine Mutter hat da gerade Wäsche gemacht. Die hat da dann halt so, die hat halt gepisst. Und dieser Strahl, also wenn die da so lag, kam die dieser Strahl so da raus. Gibt es etwas, das du unbedingt noch erleben willst? Ich will gern spüren. Was wette ich unbedingt noch erleben? Was wette ich noch erleben in meinem Leben? Was wettet ihr noch erleben in eurem Leben? Dass der Adi aufhört mit Videos, das wird ja noch erleben. Ja, was wette ich erleben mit noch in meinem Leben? Was ich wollte erleben, okay, das ist das unabhängig sein, beziehungsweise ein eigenes Haus haben, wahrscheinlich auch mit Familie. Ganz klassisch, nichts Spezielles. Genau, ja. Wie es sich anfühlt, wenn man ein Tattoo weglasern lässt. Aber ich will alle Tattoos behalten, das ist ein bisschen knifflig. Ja, sehr vieles. Zum Beispiel die Welt zu sehen. Kinder zu kriegen. Ich will auf jeden Fall eine Kreuzfahrt machen und das mache ich auch nächstes Jahr. Ich würde sau gerne richtig, also ich würde, jetzt habe ich den Satz rein. Ich würde sau gerne nur malen und davon dann leben können. Was verwirrt dich am anderen Geschlecht am meisten? Oh. Ich weiß es auch nicht. Stimmungsschwankungen? Nein, ich weiß es nicht. Was verwirrt mich am anderen Geschlecht am meisten? Andere Präferenzen bzw. andere Art und Weise vom Denken. Das ist auch nicht generell so, aber ich sage einfach mal das. Mir fallen nur dumme Witze ein. Mit der Frage kannst du noch anschlagen. Dass ihr so mit so einem Blickwinkel durch die Welt geht. Aber ist eigentlich auch nicht schlecht, weil ihr seid, glaube ich, glücklicher als wir Frauen. Gar nichts. Mich verwirrt nichts. Mich verwirrt überhaupt nichts. Richtig abgeklärt. Aber ja, ich meine, dass die Sache, die weiß ich auch, beziehungsweise verstanden habe, den Grund, wieso, wo man so ist. Also bei mir eigentlich auch nicht. Ich glaube, der Hormonhaushalt, dass der oft so wirklich das Tun beeinflusst und man mit derselben Person, mit der man gestern normal geredet hat, plötzlich nicht mehr so richtig normal reden kann. Dieses Launenhafte manchmal. Also manchmal kann ich das nicht einschätzen, manchmal bin ich nett, die sind halt launenhaft. Oder weiß nicht, wie ich reagieren soll. Was würdest du an deinem Körper gerne verändern? Gerne an meinem Körper verändern, nichts. Ich würde nichts verändern, wahrscheinlich. Nicht, dass ich wüsste, klar bin ich nicht groß oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass das würde ich verändern. Drauf geschissen. Ich den gerne einfach athletischer, so ein bisschen gesünder. Ich würde gerne meinen Körper ein bisschen verwöhnen und denen so zeigen, hey, ich bin froh darüber, dass du meinen Geist rumträgst. Ich glaube gar nicht. Ich bin so zufrieden, wie ich bin. Ich habe von meinem Vater Haarausfall geerbt und bald gehe ich in die Türkei und werde etwas an mir verändern, Leute. Ich wäre gern dünner. Mein Bauch. Ich habe eine kleine Speckrolle und die soll weg. Was ist dein Lieblingszitat? Ich habe damals Lieblingszitat. Jeder soll machen, was er will, wenn er zu dem steht, was er macht. Oder ich ist das so, das ist mein Lieblingszitat. immer so ein Filmzitat in meine Bio geschrieben, aber eigentlich verbinde ich damit gar nichts. Ich fand es einfach artsy und cool. Es kostet 0 Euro, ein guter Mensch zu sein. Das klingt jetzt ganz komisch, Leute, und auch nicht falsch verstehen, aber es gab in World of Warcraft einen Boss, der hat immer gesagt, der einzige Ausweg ist der Tod. Das trifft nicht auf mich zu, aber ich fand das einfach cool. Habe ich doch immer hier hinten drauf. There's nothing impossible to him, we will try. Boah, keine Ahnung, ob das übelst überheblich und weird kommt, aber so das Zitat von einem Baby Brain Song von mir, da sage ich reiße mich von den Fesseln frei, zumindest temporär, wenn ich Texte schreibe. Ja. Bedeutet mir einfach krank viel. Spür den Hass von 10.000 Jahren. Was ist deine größte Unsicherheit? Meine grösste Unsicherheit ich gewusst, dass die Frage kommt, aber was ist? Hätte ihr eine grösste Unsicherheit?
Ich weiß ja nicht, ich bin ja komplett dumm. Nein, was ist meine grösste Unsicherheit? Meine grösste Unsicherheit ist nicht zu wissen, vielleicht was die Zukunft mit sich bringt. Aber das sind alle. Das sind die meisten wahrscheinlich einfach Angst davor, dass die Zukunft vielleicht manchmal schon nicht etwas Positives für dich bereithält. Alles. Dinge auszusprechen, die mich stören an anderen Menschen und die Menschen damit in Konfrontation bringen. Meine größte Unsicherheit ist, dass ich Angst davor habe, einen Fehler zu machen, der unwiderrufliche Folgen hat. Meine größte Unsicherheit ist, mich zu erklären oder in eine Situation zu geraten, wo ich nichts gemacht habe, aber es so krass aussieht, dass ich es wirklich war. Wenn ich im Redefluss bin, mich dann verhaspel, dann ist das so nicht so, okay, ich fange wieder an einfach, sondern für mich ist das dann so, ich stolper dann so und dann. Was hat dich zuletzt emotional sehr berührt? Was haben wir zuletzt emotional sehr berührt? Was haben wir zuletzt emotional? Ich würde sagen einfach, denn ich habe ja den Blinddarm operieren das Jahr. Eine Operation gehabt und dass das alles gut verlaufen ist und dass das alles gut gekommen ist. Das ist schön. Das hat mich emotional berührt und generell, dass ich ein glückliches Leben habe, Freundin habe und so. Das berührt mich emotional, dass das positiv ist, so mäßig. Absolut deeper Talk gerade hier. Hey. Darf ich nicht sagen. Ist geheim. Aber es ist ein big thing, crazy thing. Wenn es soweit ist, dass ich sagen darf, dann komme ich auf dieses Video zurück. Das Video von Ungar, wo er geweint hat, das haben wir zusammen im Stream geguckt. Ich habe mich da sehr, sehr drin wiedergefunden. Die letzte Folge von Sherlock Holmes, der Serie. Ich war sehr traurig, dass diese Serie vorbei ist. Ich hab geweint. Und Anna hat geweint. Oh, das kann ich nicht sagen. Das. Ich glaube, viele Situationen, ich bin ziemlich emotional. Ich sage nichts, die meisten sagen einfach nichts, alles klar. Ja, ich habe es einfach gesehen. Welcher Person aus deinem Leben hättest du gerne wieder Kontakt? Welche Person aus deinem Leben hättest du gerne wieder Kontakt? Am liebsten wahrscheinlich, es gibt ja so Dude, der Lukas heisst der, mehr sagt der Nachname sage ich jetzt nicht, aber der Lukas, der war bei mir in der Schule in der OS, beziehungsweise in der Sekundarstufe, und mit dem habe ich absolut keinen Kontakt mehr seit der Sekundarstufe. Und der war dann legendär gewesen. Mit dem habe ich gut verstanden, seitdem einfach keinen Kontakt mehr. Mit dem hätte ich auch mehr gerne Kontakt. Eigentlich niemand. Also die Leute, mit denen ich Kontakt haben will, mit denen habe ich Kontakt. Mit meinem Halbbruder. Meine Tante. Mit Julian Müller. Shoutout Julian, wenn du das siehst. Es gab damals ein Mädchen, in das ich ultra verliebt war. Ich hatte auch zwischenzeitlich wieder Kontakt mit der. Die hieß Seville. Ja, mit der hätte ich voll gerne Kontakt gehabt. Weshalb meinst du, mögen dich manche Menschen nicht? Weil ich Tattoo. Wieso hätte ich gewisse Leute nicht gegeben? Vielleicht will ich, weiß nicht ganz, ich bin einfach zu langweilig für sie, beziehungsweise gar nicht an Partys, sie tun nicht Alkohol trinken, ja. Im Gesicht habe. Ich glaube, ich bin denen zu extrovertiert. Nicht jeder mag das halt, was ja auch okay ist. Ich glaube, vielleicht wegen meiner aufgedrehten Art manchmal, eventuell. Ich hoffe, das klingt nicht eingebildet oder so, aber eigentlich fällt mir nicht wirklich ein krasser Grund ein. Das Einzige ist vielleicht, dass ich manchmal so zurückhaltend wirke und vielleicht manche Menschen denken, ja, da geht nicht groß die Party ab mit dem. Aber das Genau, bei mir auch. ist mir eigentlich scheißegal, von daher eigentlich nichts. Weil ich eine sehr seltsame Form von Humor habe. Wo warst du am weitesten weg von zu Hause? Am weitesten Weg von zu Hause wäre nie wahrscheinlich gewesen, wenn ich in Peru war mit meinen Verwandten. Sao Paulo oder Japan? Ich habe so ganz schlechtes geografisches Verständnis. In der Türkei, nee, auf Teneriffa. Teneriffa. Mit Boydie hinter der Kamera in Los Angeles. Los Angeles mit dir, Boyd. Gibst du Geld lieber sofort aus oder sparst du? Kommt ganz drauf an, auf so einer Phase, manchmal habe ich so Phasen, wo ich viel ausgebe, und manchmal habe ich Phasen, wo ich nicht viel ausgebe, also ist egal. Kommt immer auf das an, was ich brauche oder so. Also wenn ich jetzt was haben will, dann gebe ich es gern sofort aus. Aber wenn ich nichts brauche, dann spare ich gern. Sofort. Ich bin leider ein sofort Ausgeldgebemensch. Ich habe noch nie gespart, aber ich gebe auch nicht sofort halt Geld aus. Ich versuche das so zu managen, dass das halt reicht. Ich spare lieber. Hast du schon einmal Drogen ausprobiert? Ich habe noch nie Drogen ausprobiert. Tatsächlich wirklich noch nie. Ja, Kaffee habe ich schon mal getrunken. Achso, ja. Ah ja. Okay, zählt sowas wie Kaffee als Droge? Ja, okay.
okay. Ja. Ja, Wie denn Zucker so? jeden Tag. Nein, und sonst nichts. Harte Drogen noch nie, aber ich rauche und Alkohol trinke ich ja auch. Was war das schlimmste Date, was du je hattest? Also jetzt voll die Low-Antwort, aber eigentlich halt so diese Schlimmste Date, kein Käse. Reinfall-Dates des Jahrtausends, wo man so ins Kino geht und am Ende des Tages hat man kein Wort geredet und einfach nur irgendeinen halbgaren Film angeguckt. Ich hatte mal ein Date mit jemandem, der hat nur gelabert. Also der hat nicht eine einzige Frage gestellt, hat nur von seinem krassen Leben erzählt. Ich sag nur, ich weiß nicht, war das in einer anderen Folge, wo mich mal ein Mädchen angekotzt hat. Ja, wenn du das gerade guckst, das war das Schlimmste für mich. Freizeitpark, Schiffschaukel, Fahrt ist vorbei, Frau kommt mir auf den Körper. Ich habe nur gute Dates. Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche wäre es? Welche Frage wäre es? Wie kann man das ganze Leben lang glücklich sein? Und wie kann die anderen Leute, oder wie kann ich und die anderen Leute um mir das ganze Leben lang glücklich sein? Warum? Ich glaube, ich würde wissen wollen, ob es überhaupt möglich ist, dass auf der Welt Weltfrieden herrscht. Ist unser Leben vorherbestimmt? Was kommt danach? Ich frage mich echt manchmal, ob wir in so einer Simulation leben. Wisst ihr, was ich meine? Dass das alles gar nicht echt ist und wir sind nur programmierte Figuren. Matrix. So, klingt das komisch? Ich würde den fragen, ob wir tatsächlich existieren. Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, damit du die schlimmste auslöschen kannst? Nein. Nein, würde ich nicht. Nein. Nee. Wenn wir in einer Band wären, welches Instrument würdest du spielen? Ich würde, was würde ich spielen? Ich würde, was würde ich spielen? Die Geige. Schönes Instrument, schön. Keine Ahnung. Stimme. Liedsänger wäre ich. Ich würde nichts spielen. Ich würde Schlagzeug spielen. Schlagzeug. Keyboard. Stell dir vor, so vor. Worüber denkst du die meiste Zeit lang nach? Über alles. Keine Ahnung. So viele verschiedene Sachen. Ich glaube, ich denke am meisten über mich selber nach. Den Sinn von allem. Ich glaube über die Zukunft, die nächsten 5 Jahre so. Verlustängste. Geiles Format auf jeden Fall. Was ist deine größte Unsicherheit vom Kanal? Oh mein Gott. Ja, sehr coole Sache. Haben wir gefreut, damals das Ganze irgendwie zu machen, so ein bisschen Fragen ein bisschen auf Ernst zu beantworten und nicht nur blöd, witzig, beziehungsweise so mal ein bisschen ernste Fragen zu beantworten. Das war wirklich auch mal eine coole Sache gewesen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen.